Ekran! Ekranen geef niet op, als ware waar. Ekran! En ik lood die aan met ons Taubtiranen. Hier wil we een gouden tijd hebben en daarbij God kennenleren. Welkom, lieve vriend. Welkom to dit programma Ekran. Dankzij dat u vandaag die radio eingeschaltet hast oder am YouTube is. Mag God die segnen. Hier is Eduard Giesbrecht met u. En ik heb met mij als Dorothea Dick. Ja. Zij heeft dat feitmal al van haar leven verteld, wo ze zich bekeerd heeft en Jezus in haar leven opgenomen heeft. Dan heeft ze ook schwierige zaken verteld, wo meist drie jongens gebruikt hebben, die een jong zich bekeren wil. Aber zij wil gaan dat hij zich bekeren zal, dan wil ze zich met hem bevrijen. Ja, ganz so, genau. Ik glaube, nu wil ik van jou dan nur wieder vertellen. De jong bekeerde zich dan? Ja, der hat sich dann bekehrt und das wir für mich die Bestätigung, dass Gott uns für einen gemeinsamen Lebensweg bestimmt hat. En dan bevriedigen dan irgendwann, ja. Das kommt nach, ist ein Teufel, ist Gottes Führung. Ich hatte mir einmal gewünscht, am Tag der Verliebten, den verläuften Tag, was den 14. Februar gefeiert wird, Chance zu merken. Das Jahr wir richtig in den Tag voll im Sinn und wir haben den Tag Chance. 14. Februar, Ja, 2004. 2004. Mhm. Sehr schön. So, dann hat die dann Chast und fangen ein Leben taub an. Was weiß Gott ja, dass jün dann taub aus jün befreit wird? Wo führt Gott jün wieder? Wel, wir tragen op de Wirtschaft ab und der finanzielle Leben für uns wird sehr schwierig. Und das wir immer noch mein Traum gewesen, nach Kanada zu wohnen, von seit 3 Jahren wieder. Und ich sehe dann zu meinem Mann, das ist mein letzter Wunsch, mein letzter Traum, was ich habe. Weil ich hatte einen Traum, Doktorat zu lernen oder Ärzten, ja. Aber das hat ich doch gelassen, wenn Gott mir diesen Mann gegeben hat ich entschieden, dass ich mich auf eine Form, aber auf eine Wirtschaft will, ja. Dann kam eine 6. von Kanada und ihre Erfahrungen dort wieder aber nicht so sehr erscheint. Ich dachte, für mich wird das aufgehört, das wird es nicht mehr geben. Und dann fällt mein Mann mit und sagt, weil wir nach Kanada fahren. Und bijna 3 Monate wir unsere Papiere rein und wie wir mit unseren Koffers rein und so dann, wie wir messen Jahr befreit, Uitgangsjanuar fliegen wir dann nach Kanada. Wow. So, du redest, als wir gravieren, noch nicht gravieren, da redest du von, dass Gott hat die geheilt von ein verstehtes Denken. Was tut Gott in Wirklichkeit? Ja, also es ist die erste Jahre in der Ehe sind, man lernt sich kennen und wie wir so verschiedene Typen. Mein Mann ist ein Stellertyp und ich sehe, die dran mit allem Bekanntschaft merken und verteilt und Erlebnisse verteilt. Und ich möchte so ein Bild, dass irgendwas stimmt nicht. Irgendwas wie irgendwas anders, dass ich die Männer doch nicht so kann, dass die Wirklichkeit in meine Vorstellungswelt oder wie soll ich mal sagen, meine Fantasie würde sein, nicht? Die wäre nicht so. Ich sage die Antwort, dass mein Mann sich würde ändern machen. Das hilft aber nicht viel. Das ist bloß ein gerater Zusammenstoß zwischen uns oder ein gerater Krieg, würde man sagen. So wie ich ganz bei dem ein und ich sage, Gott, ich will für meine Veränderung, ich will Hilfe haben. Ich habe mir dann festgestellt, dass das Problem wir nicht mein Mann, das bin ich. Wenn man kommt das an sich selbst arbeiten. Und so ging ich dann noch an den Pastor in Kanada und ich hatte ein Gespräch mit ihm. Aber er sagte mir, wenn ich nicht ins Bett komme, ich habe ihn nicht helfen. Ich fühle so ein enttäuschendes Haus. Wenn mein Mann in der Zeit wir nicht so begeistert, oder wie soll ich das sagen, dass wir für ihn noch nicht was erweckt hat. Und so, ich sage keine Hoffnung, dass ich mein Mann durch Hand kriege. Aber ich ging von Haus und ich ging auf die Knie und ich sage, Gott, bei dir ist alles möglich. Und ich weiß, dass das nicht die letzte Möglichkeit ist, dass du noch mehr Möglichkeiten sind. Und so merke ich dann, mir auf ein Buch aufmerksam, was wir alle von einem Ehebankett, oder wie sagt man das, ein Eheabend von einer Zeit, wo wir an teilgenommen haben, gewonnen haben, ich nicht verlassen, ja. Und ich habe das Buch mal von Henny gelesen, die Zusammenfassung, was dann das Buch geschrieben wird.
En ik had dat boek schon aangelegd, want ik wist dat boek wordt me radicaal veranderen. Dat wordt wat anders brengen in mijn leven. En in dem moment waar ik toch wel niet ready was voor dat. En nu lenkt ik mijn gedanken terug naar dat boek. En dat boek heet Liebe en Respect. Life en Respect, wat man dat op Deutsch zeggen. En zo vang ik dat aan te lezen. En aber ik ging nog wieder nog helpen. Ik riep aan zijn pastor, wat man niet zeggen, een prediger, wat aan zijn Bibelstunde leerde. Der riep ik aan en ik vroeg, is hij mal aankomen kan en is hij tijd had met mij reden. En hij kwam voor zijn eerste dag en we beden thuis en hij helpt me vele zaken wat in mijn leven vielleicht mij beïnvloed hadden, wat Wunder gebracht hadden in mijn kindheid, vielleicht durch meine Eltern oder durch meine Schwester sonst wo. Die luisteren te laten. En dat is een verbetering aan mij, dat ik die luistert en die ik in mijn mond stalen doe. En dan bed we door Eva en ik kon mutig aan de toekomst naar kijken. En dan vang ik het boek aan te lezen. En God had werkelijk zijn hand te banen. Die zei, du kijkt niet maar naar die man, du kijkt naar die, wat mocht u doen? Wat mag ik met die doen? Dus God, wat mag hij met mij doen? Ja? En dan bid ik ervoor dat God met mij te doen voor wat mijn man bracht. En dan draaide ik bij ons veel. Dat was werkelijk interessant. Waar God mijn leven veranderd, waar ik niet het denkje kreeg over waar God man en vrouw voneinander gemerkt heeft, omdat hij zich typ dort zijn, God zijn evenbeeld waar spelen, ja. Wow. Sehr schön. Und dann sei in Kanada, so wie das halt weit noch einmal angetragen, du hast die Heie jetzt, die wird nie gewesen. Was wie das? Ja, nur diesem ganzen, wie Wasser durch eine Gemeinde, wie schön, wie erlebte Leute in der Gemeinde. Und dat wir Holz über Kopf, sag ich mal, im Plattdeutsch. Ja, eine ganze Überraschung ist, wie man einmal hastig, mein Mann mit der Arbeit nicht mehr wiederkam, das ging ja sehr auf die Arbeit in NBC, British Columbia, Kanada. Und er sagt eine andere Möglichkeit. Und da wir eine Möglichkeit kriegen wir hier in Saskatchewan. Wir mögen uns dann auf dem Weg in Tracke durchhauen. Wat ik ook niet gewusst had wat hij aanging. Ik zei, hij voer voorop en checkt zich dat aan. Ik zei, du maakt een entscheidung. En ik kom dan her. Zij komen terug aan Holes familie, ja, de Kinderen en alle zaken. En dat was früher een grote prüfung voor mij wens, dat we, wanneer ik nu zo terugkijk, ik moet zeggen, ik leefde in Paradies en wist dat niet. Ja, so schön als BC, einfach schön, wenn man die Natur, ja, wenn man die Natur anschaut, ja. Dann ging ich nach Saskatchewan und du, wie allein. Du wäre noch mal Deutsche von unserer Gesellschaft hier ein paar, aber wie soll man sagen, in Kirche, Gune oder so, das wir alles Englisch, das wir für uns schon mal was nicht. Und das Leben von den Menschen, die wir für uns fremd in Wirklichkeit, wenn wir uns niemals mit der kanadischen Kultur befasst haben. Wir haben immer in uns Minute gekreist, wenn man das sagt, im Ausland gelebt, in BC, ja. Und nu gingen wir zu dieser Kirche, und Gott fördert auch, dass wir in eine Kirche ankommen, was sehr ähnlich wie von der Kirche, wo wir tussen waren in BC. Und een dag namen wir uns mit der Zeit raus und brachten uns eine andere Kirche an. Und du bist hier dann, was sehr gerettet. Wir mögen einen Kursus mit, und dass wir eben Heiligen Geist und sich vom Heiligen Geist lehren lassen. Und mit einmal war mir bewusst, dass so viele Begebenheiten, was ich in meinem Leben erlebt habe, so viele Sachen, was ich erlebt habe, wo eine Stimme in mein Herz mir geredet hat, dat wir der Heilige Geist. Ich habe das niemals gewusst. Und mit einmal jetzt eine ganz neue Sichtweise an mich abwehrens. Ich kriege so viele Erkenntnisse über Sachen, die in meinem Leben gerannt sind, warum und wieso, wo ich vorher nicht Antworten auf hatte, was für mich unerklärlich oder unerklärlich wäre. Ja. Dann fange ich einfach ganz bewusst eine Beziehung mit diesem Heiligen Geist an, dat hij mij leiden, hij mij viert. En dat weer een radicale Ändernis in mijn leven, dat ik situationen
nie leert te verarbeiten, dat Sachen, wat man wirklich mit natürlichen Augen nicht sein kann, dass man die dann wahrnimmt und dass man dann durch über Bett und mit Gott in Verbindung treten wird. Sehr schön, weil der Herr jetzt die dann eine Offenbarung geben, die Wiese die direkt. Aber dann habe ich verstanden, hast du was sehr schwer in deinem Leben, oder in deiner eigenen Bete gesagt, erfahren. Was wie das? Ich möchte dort al even eine Zeit, wie eine Trennung in onze Ehe gekommen. Eine Trennung, ich konnte nicht erklären, ich fühle dort bis an mein Hart, wie wir voneinander getrennt, auf einer Ebene, was ich nicht erklären kann. Und ich sehe meinen Mann dort auch, aber ich verstand auch nicht, was ich damit meint. Und so, ich bete bloß dafür und ich will wirklich bei dem abgeben. Wir haben zwei Kinder über dem Zeit, dass wir so körperlich beansprucht, oder wie soll man sagen, meid. Und ich versucht mir an Gott zu helfen, ob es war die Umstände, das sagt es, wenn unsere Familie leben, im Gottlösen dann fehlt, ja, im Lösen leben, vielleicht nicht im Gottlösen, aber doch im Lösen leben, wo nicht ein Ziel für Gott wäre. Eines Tages habe ich ein Zeugnis über YouTube, und das Zeugnis redet mich so an, und ich weiß mein Mann dort, und das braucht eine Erkenntnis an ihm. Und er hat mit was zu schaffen. Ich wusste das nicht, aber was ihm so bedreigt in dem Moment, ja, was dann rüberkommt, was er getan hat, dass er bezieht gegangen wird, ja. Und in dem Moment fällt ein Stein von meinem Hart. Ich kann das nicht anders beschreiben, aber dann wie ich bedrückt, bedreigt, und ich wie in Depressionen. Und dann in dem Moment war ich frei. Ich hatte ja das geleden, was an unsere Ehe bedrückt hat. Und was zu dieser Freiheit führt, wie ein Zeugnis von diesen Prediger, was dann mit mir redet, wenn es verschiedene Dinge zur Heilung führen. Die hat eine Biografie geschrieben, ein Buch von seinem Leben. Und daarna hat er ein Erlebnis geschrieben, was er auch sich einmal verloren hat. Und er trägt noch seine Frau und das geht mir. Und seine Frau sieht dann, wer sie ist, dass ich die nicht vergeben kann. Und die wird so deep an mein Hart angegraviert, das hat Gott vorbereitet für diesen Moment. Das wusste ich dann in dem Moment. Er hat vorbereitet, dass ich Vergebung aussprechen kann. Und dass durch kann Heilung passieren. Nicht, dass der Satan nu nach mir angreifen kann, sondern dass durch allfuß Heilung eintreten kann. Und so wird das auch dasselbe, dieselbe Schritte, was ich dann deut, ist, was ich mit meinen sexuellen Belastungen an meine Kindheit deut, Vergebung ausspreche. Wenn der Satan war, ich habe check mal, der hat die das und dort getan, Vergebung aussprechen, einfach verzeihen, das auflassen, und Jesus seine Hände, das einfach loslassen, Jesus du hast, das zur Erkenntnis gebracht, dass nu soll Heilung passieren, nu weil wir Tipp geführt worden. Und in dem Moment, ja, mein Ehering wie in dem Moment regiert, der will nicht mal Geld. Und aber der ist eine Geldbank geworden, das Vertrauen ist hergestellt. Und das der Ehe ist von der Tag, wenn ich Vergebung gesprochen habe, wenn Gott mir die Kraft gegeben hat, Vergebung gesprochen habe ich das wunderbar geführt. Unsere Ehe hat ein neues Leben gekriegt, ein neues ewiges Leben, was immer mehr an Jesus Christus schälen wird. Und wir kommen immer enger an Christus. Das ist bis unbeschreiblich, was du da gekommen hast, dass der Satan nicht mehr kaputt machen kann. Wow, Dorothea, du hast hier sehr viel erfahren in so einem kartet Leben. Das. Aber du hast noch mehr sehr interessant, was Gott dir geführt hat. Und auch sehr wunderbar. So, das war wir dann das nächste Mal wieder hören. So, liebe hier, ich möchte dir Gott sehen wünschen. Und du hast noch mehr sehr, sehr interessant, was Dorothea zu vertellen hat. Bis das nächste Mal und Gott sehen. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei bist. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.